Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. Buchstab ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, teure Zuhörer. Ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das Retzonach Meir David. Auf unser heutigen Programm haben wir dem Covid zu präsentieren ein Interview mit Kalman Weiser. Er wird reden wegen 2 große jüdisch Sprachgelernte, Shloime Birnbaum und Noach Prelutsky. Professor Keith oder Kalman Weiser is Silber Family Professor of Modern Jewish Studies bei York Universität in Toronto. Er forscht sei die moderne jüdische Geschichte und Kultur, sei die jüdische Sprach- und Linguistik. Eingerechnet zwischen seinen Publikationen sind die Bücher Jewish People, Yiddish Nation, Noach Prelutsky and The Focus in Poland von University of Toronto Press in 2011 und dem Reinvier zum neues herausgegebenen Buch Yiddish, A Survey and a Grammar, geschrieben von Shloime Birnbaum, was ist heraus von University of Toronto Press in 2016. Es wird im Interviewen unser Sholem Beinfeld, bewusst wie ein Historiker, ein Professor emeritiert von Washington University, St. Louis, und hat euch gedient wie der Mitchefredakteur von einem letztens herausgegebenen Wörterbuch von Yiddish auf Englisch, The Comprehensive Yiddish-English Dictionary von Indiana University Press. Ich hoffe, Sie werden Hannoa haben. Professor Weiser erzählt uns etwas wegen Shloime Birnbaum, was ist in einem gewissen Sinne Jöitze min Haklau von die angenommenen Jiddischisten. Ist nicht, also nicht als im Ganzen Jiddischist, lass mal sagen, wie Weinrach. Könnt ihr etwas uns erklären? Ja, schönen Dank. Es ist auch einmal eine schöne Gelegenheit zu reden wegen Shloime Birnbaum, weil er nicht so gut bekannt wie andere größte Jiddisch-Forscher vom 20. Jahrhundert. Shloime Birnbaum ist versteht sich gewähnt der Sinn in dem größten jüdischen Krautier und Kulturtier Nussenbirnbaum, der, wo es gewähnt
einer von den früheren Zionisten, später geworden ein großer Nationalist, und zum Sof geworden ein früher Jid, ein Balschive. Schleimer allein ist gewesen ein früher Jid, und selbst gewesen der einzige Jiddisch-Forscher oder größter Jiddisch-Forscher von seiner Zeit, wo sie solche gewesen fremd. In der Fall ist gewesen für ihn sehr schwer, unzuhalten Kontakten oder mitzuarbeiten mit den anderen Forschern in der rückersten Niveau, in neuem versteht sich ein Rattenverband, weil er gewesen ein verbrennter Antinationalist. Er hat sich nicht darin gehalten, war kein Jiddischist. Er ist gewesen ein Jiddisch-Forscher, aber ideologisch ist er nicht gewesen kein Jiddischist. Das heißt, er ist gewesen, also zu sagen, interessiert in Jiddisch wie ein Teil von der jiddischen Kultur, wie ein Teil von der jiddischen Kultur Jerusche, wo es hat er reingenommen als auch andere Sachen. Ja, Sprache ist gewesen bei ihm sehr wichtig. Die Sprache ist gewesen bei ihm sehr wichtiger Teil von Jiddischkeit. Und er hat also mehr oder weniger funktioniert wie ein Jiddischist. Er hat gemeint, dass aschkenazische Jiden dürfen reden Jiddisch. Man darf kultivieren die Sprache. Das heißt, funktionell hat er seine Beziehung zu der Sprache gewesen, sehr gut zu der Beziehung von den Jiddischisten, also wie Weinreich. Aber er hat gemeint, dass Russisch-Kreudisch ist solche sehr wichtige Teil von Jiddischkeit. Er hat nicht gehalten von dem jiddischen Nationalismus oder dem Zionismus oder dem Großnationalismus. Er ist gegangen, mehr oder weniger gegen den Strom, wird man gesucht auf Englisch. Bager-Rupp heißt es etwas anders statt Jiddisch. Uphill auf Englisch ist gegangen Uphill auf Englisch, aber nicht Bager-Rupp ganz Leben auf Jiddisch. Ist gegangen Bager-Rupp, wenn wir suchen auf Jiddisch, weil es hat nicht gekickt auf dem, wo es sagt, fremde Jiden haben versteht sich gerät Jiddisch in Polen, und er ist gewesen sehr tätig in die Beis-Yankiv-Schulen dort, und er hat dort eingeführt sein orthodoxischen Neusweg, haben sehr fremde Jiden nicht gehalten von Jiddisch, aber sie haben es nicht gehalten für wichtig. Und das hat ihn sehr, sehr, sehr gestört. Er hat gemeint, dass Jiddisch hat auch Schiebes, was man schafft nicht up wie Geherig. Aber er hat nicht gekannt machen Schule mit dem, was die Hauptforscher in Jiddisch sollen gewähnen, weltliche oder freie Jiden. Was man gekannt sagen, also als gewinn, das ist das englische Wort ein Outlier, weil er ist gewinn frommer, aber mehr Jiddischist wie meiste frommer, und aber mehr fromm wie meiste Jiddischisten. Und was in dem Bechlall nicht gewinn fromm. Und er hat seinen eigenen Derech ausgearbeitet, was ist gewinn gebaut, zum Teil auf Orthographie, das heißt dem Alphabet, was er genutzt für Jiddisch, und wie er sagt, es ist eingeführt geworden in die Beis-Yankiv-Schulen, was eine gewisse große Netz-Mädelschulen in Polen in jenen Jahren. Durch seine Orthographie ist nicht gewinn so radikal. Man kann es lernen mehr weniger wie dem klar-jüdischen Ausleg. Aber für mich ist sehr interessant, was ist auch gewinn gegen die Litvakis, was haben, also zu sagen, beschlossen, sehr jüdisch, mehr weniger, darf sein klar-jüdisch. In der Zeit, wenn die Mehrheit Jiden haben gerät andere Dialekten, heute den polnischen Dialekt. Er hat sich ausgelernt Jiddisch, wenn er gewinnt zwischen Eltern wenn er gewinnt in Mittelschule. Er ist geboren geworden in Wien, nur er hat sich gelernt in Mittelschule in Czernowitz. Er hat sich dort ausgelernt den Bukowiner jiddischen Dialekt. Das heißt, mehr weniger ukrainischen, rumänischen Jiddisch, Turmisach Jiddisch. Nur später der Rieber auf polnischen Jiddisch, weil er hat verstanden, als die meisten fremde Jiden, reden Asa-Jiddisch, und er gewinnt aktiv in Beis-Yankiv-Bewegung, in der Gudes Jesur, ist der Fall der Rieber auf polnischen Jiddisch, aber er ist nicht gewinnt persönlich ideologisch gegen den Litwischen Reisred, nur hat gemeint, dass die Menschen, die reinführen, ein klar jüdischen Reisred, wo es mehr nennt, der Litwischen Reisred, als das ist ein größeres Problem.
Also das ist historisch nicht berechtigt, das hat nicht keinen Sinn. Hat geteilt, dass Jiddisch darf nicht keinen standardisierten Reusred. Also man darf schon einen standardisierten Reusred, darf du sein basiert auf die duremdicker Dialekten, weil 3/4 von aller Jiden reden die duremdicker Dialekten, das heißt polnischen und ukrainischen Jiddisch. Und versteht sich, warum hat der klar-jüdische Reusred, also literarische Reusred, geschmeckt mit Weltlichkeit, mit dem Niveau. Ich weiß nicht, wie es Tag gerecht in dem, aber hat geteilt, als die Menschen von Niveau wollen reinführen an einer Reusred, wo es nennt zu sehr Reusred. Es sind gewinn auch Sachmenschen, wo es sind gewinn tätig im Niveau, also wie Chaim Ginninger, wo es hat geteilt, als es nicht stark ist, also man hat gemerkt reden, also wie man hat gewollt in dem Niveau, aber es ist gewinn eine coole Nitia zu dem. Also man soll rüber auf Asamin, Kmäuel zwischen der Reusred, und hat sich gebindet gegen den. Es ist interessant, als kurz dem jüdischen Ausleg, was hat geschaffen ein ganz neues System für Transliteration von den jüdischen Dialekten und auch von dem polnischen Dialekt. Und das guckt mir aus zu sein ganz modern. Es ist nicht ähnlich es ist in ganz anders von den alle anderen Systemen, was ich bin bekannt mit sagen. Könnt ihr uns etwas sagen, wie er hat geschaffen, die lateinische Transliteration von Jiddisch? Warte. Ja, das ist auch ein interessantes Thema, wo es versteht sich geknüpft und gebunden mit Auslegung und Reusred. Wenn gewinnt ein junger Bucher, wenn noch als gewinnt in Mittelschule in Tschernowitz, hat genommen übersetzen übergeben mit lateinischer Äußers jüdische Mainzes und Lieder für die Journalen, wo sein Vater hat redagiert. Der Zweck ist gewesen, zu erkennen deutsche redende Jiden mit der jüdischen Sprache. Also man soll der Nennteren die Meiretige Jiden oder die meiretisierte Jiden mit der Kultur von Mitteleuropa. Mit der Zeit hat er verstanden, als darf verbessern sein System, die überzugeben, nicht nur die Klangen von seinem Dialekt, nur die Klangen von allen Dialekten. Sein Zweck, sein Kavune, ist zu schaffen ein System, wo es kann übergeben, die Protem, die kleinste Protem, das ist phonetische Protem, die Klangen von allen von den heutigen Dialekten, die 3 Hauptdialekten, Polnisch, Ukrainisch, in litwischen Dialekt. Das ist solcher gewesen, der Gesod, der Gedanke, von seinen Orthographie. Es ist nicht nur, was er hat gewollt schaffen, in Orthographie, was ist mehr traditionell. Ein Reuswerfen, die Haschspurs, was er hat gehalten, für Haschspurs und Haschskure, für deutsche Haschspurs. Er hat auch gewollt schaffen, ein System, wo es jeder Reine kann reden in sein Dialekt. Weil er hat verstanden, es ist für Menschen, ich bin nicht 100% Masking mit ihm, aber er hat verstanden, als ein Mensch, was kommt zu der indischen Sprache, der Mensch ist nicht kein geborener Jiddischredder oder auch vieler geborener Jiddischredder, wo es bekennt sich mit einem neuen Also die Kultur. Kultur gibt ein relativ neues Wort und im 20. Jahrhundert. Hat sie einen Internationalismus. Dieser Mensch kann sagen, bei mir ist wohl heißt es Kultur. Nein, es ist Kultur für alle Menschen. Gott ist Gott für alle Menschen. Nicht Gott und Gott und so weiter. Er hat verstanden, es ist sehr oft mit der Ivo-System, ein anderes System, ist du eine Tier rausreden gewisse Werte mit einer Rausred, wo es passt nicht, dem Rausred in die originellen Dialekten. Also wie Menschen sagen, ein Reus, ein Ruf, ein Reus, ein Reus, wenn Teljiden sagen nicht so, man sagt ein Ruf, und so weiter. Ist gewinnt stark gegen dem als Homogenisation von der Reusred. Er hat gewollt, unhalten die verschiedenen Dialekten, schaffen ein System, wo es jeder Reine kann reden, heute seine Reusred. Ja, in Jiddisch, aber die lateinische Transkription ist schwer zu lernen vor allem. Es ist schwer zu lernen, aber es ist Arbeit. Das heißt, wir können Reusreden die romanisierte Wörter mit einem polnischen, einem litwischen oder einem ukrainischen Reusred. Man versteht sich, man darf sein ein Experte, ein Mimcher. Ja,
darf doch das auslernen. Es ist nicht so klar. Nicht von den größten Sachen, ja. Ja, euch ist gewinnt gegen die Wilner, die Jivo-Menschen, sehr, was hat gerufen, an neue Haskola, an neuem Deutschmarism. Ja, und hat er gewinnt mehr puristisch wie Weinreich und andere. Als das Wort wie Wissenschaftlicher Institut, der jüdische Wissenschaftliche Institut, er hat gesagt, als Wissenschaft ist ein Teitschwort. Man hat genutzt das Wort, zu teitschen, in Tanach, in die alten Zeiten. So hat er spezifischen Beteit. Man darf das unhalten. Wissenschaft mit Beteit, scientific, das hat man darüber genommen von Deutschisch. Das ist nicht Jiddisch. Er hat gewollt, rauswerfen, sehr Sache, und wir suchen stille Deutschmarismen in der Sprache. Ja, sie hat mal rausgeworfen, die alte Deutschmarismen reingebracht, neue Deutschmarismen. Das ist besser von der Amalika Haskola. Ja. Was können wir sagen wegen der Wichtigkeit von Birnbaum? Ihr seid mit Gitarreus neue Auflage von seiner Grammatik und so weiter. Im Meint er ist noch als eine wichtige Figur in der Geschichte von der jüdischen Lexikographie und Grammatik. Er ist sehr wichtig zu lieb etliche Siebes. Ich habe zu viel zu suchen wegen ihm. Ich halte sehr von ihm, versteht sich. Ich bin nicht mal mit all dem, was er hat gesucht oder geschrieben. Keinem darf man verstehen, er gewinnt Mamischer Gründer, Pionier in der jüdischen Theologie. Er gewinnt der Erste, der hat gelernt Jiddisch in der Europäischen Universität. Weinreich hat sehr gehalten für ihn. Er gewinnt ein bisschen älter von Weinreich. Weinreich hat gewollt mal reinziehen in der Niveau, no, er hat nicht gewollt. Aber er hat geschrieben, sehr Sachen Deutsch und Jiddisch in 20 Jahren. Das hat sehr geholfen, dem Image von Jiddisch in akademischen Kreisen. Seine Beziehung zu Jiddisch, das ist die zweite Sache, ist gewesen gut ein anderer von Jivo-Menschen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass er hat gehabt seine Ideologie und die Jivo-Menschen haben gehabt eine andere Ideologie. Ist nicht was der Jivo hat gesucht, ist darf der ungenehm geworden bei Armen. Und das ist sehr wichtig. Nicht nur Orthographie, nicht nur Romanisation, nur solche Geschichte in der Sprache und andere sehr wichtige Fakten in der Geschichte von der jüdischen Sprache und der jüdischen Kultur. Es ist sehr gedei zu lernen, Birnbaums jüdische Survey and Grammar, gedei zu verstehen einen anderen Zugang zu der Sprache und zu der Kultur und Geschichte von der Sprache. Und die dritte Heizliebe ist sehr schön, wo er hat meistens sich vernehmen mit Jiddisch bei den Fremden, mit der polnischen Jiddisch, das ist mehr oder weniger die Sod von seinem System, ist, weil zu lieb dem, was die heutige Jiddisch-Redner sind, meistens Redner von Asamin, ingerischen, polnischen Jiddisch, ist das sehr, sehr wichtig, weil, wie man versteht, Trau-Jiddisch ist meistens eine Sprache, das man hört in akademischen Kreisen. Man darf schaffen, ein Lernbücher für einen heutigen geretten Jiddisch. Seine Bücher, seine Arbeiten können dienen der Jesod für ein neues Lernbücher wegen der heutigen geretten jiddischen Sprache. Und schaffen einen Brick zwischen, also sozusagen, der Jivo-Jiddischisten und dem geretten Jiddisch von den Jiden. Was sie sind, nicht nur die Majorität, sondern sie wachsen in Zoll. Ja, absolut. Ja. Sehr interessant. Und mir wird gekannt reden als Sache wegen dem, aber ich will übergehen zu nach Prelutz-gehen, was ist gewann ein bisschen älter für ihn, aber faktisch von demselben Dorf. Und er hat euch hatten, was ist gewann wichtige Kulturtour. Und was beide von sie durch sich haben gespielt eine wichtige Rolle unheimlich in Zeit von der Ersten Weltmohammed. Ja, neuer Prelutz-gehen, sein Vater ist gewesen als freier Zionist, er ist aufgewachsen in einem zionistischen Heim in Ukraine, 19. Jahrhundert.
Er hat geredet Russisch, neuchet Jiddisch versteht sich, neuchet Hebräisch. Das ist in der Zeit noch reden, man hat genommen, Tage reden, das sagt Hebräisch, hatten ihm ausgelernt Hebräisch, wie Gerätesprache, wie ein Kind. Das ist sehr interessant. Aber mit Gedenk neuer Privutskien, nicht zu dem noch, zu anderen Sachen, mit Gedenk, er gewinnt einer von den Gründers von dem Moment, zusammen mit seinen Taten. Der Moment ist gewesen einer von den größten jüdischen Turkzeitungen in Polen. Es hat sich ungeheuben direkt in 1910 in Warschau. Es ist umgegangen bis September 1939 New York. Sollte gewesen, Privutski, die Hauptfigur von der jüdischen Volkspartei. Das ist gewesen eine große nationalistische Partei, eine jüdischistische Partei. Sie sind nicht gewesen keine Sozialisten, sie sind nicht gewesen keine Zionisten, sie sind gewesen sozusagen Bourgeois-Nationalisten, die haben sich gehalten von Jiddisch wie die nationale Sprache von Jiden in Mitteleuropa. Privutski ist gewesen ein Advokat, er ist gewesen ein Deputat in dem polnischen Sejm, in dem Parlament. Er ist auch gewesen ein größer jüdischer Philolog. Nicht ausgeschult wie ein Philolog, er war wie Weinreich in Birnbaum, nicht gegangen in die Universität, dort studieren Philologie, nicht gehabt kein Doktorat, aber ein Liebhaber, aber er hat sehr Sachen aufgezogen mit seiner Forscharbeiten. Auf allen Gebieten von der Sprache, Kultur, Folklore, Theaterforschung und so weiter. Beim Soft in seinem Leben ist er geworden Professor von Jiddisch in der Wiener Universität. Das ist schon gewesen, ein bisschen vor dem, wie die Nazis, die Deutschen sind rein in Vilna, sind wir 1941. Unter den Sowjeten ist das gewesen. Ja, unter den Sowjeten ist er geworden. Auf ein Jahr Zeit ist er dort gewesen, ein Professor hinter die Sowjeten, richtig. Ich weiß, wenn ich habe geforscht, Vilna Ghetto, habe ich gelernt, das Buch Stark von Eisen von Balberisky. Und er hat das noch ein paar Freunde mit Privutski, was es gewesen, ein Polit von Warschau in Vilna in jener Zeit. Richtig. Und Balberisky sagt, als Privutski hat nicht gewollt wegfahren, als 18 von Vilna weggefahren, mit der japanesischen Pässe, in Amerika, Japan, durch Sibir. Er hat nicht gewollt fahren in Amerika. Er ist schon gewesen in den 60er Jahren. Sein Leben ist gewesen, zu werden ein Professor von Jiddisch. Er ist gewesen krank. Er hat verstanden, als für ihn ist nicht gedeiht, wegzufahren in Amerika, weil in Amerika hält man nicht von Jiddisch. Er hat verstanden, man hat etwas 4 Millionen Jiden in Amerika. Die meisten Jiden reden Jiddisch von der Hälfte heim. Privutski hat nicht gewollt fahren in Amerika, gefunden einen Job, wie hat es gerufen, bei Abkanen in Vorwärts. Privutski hat verstanden, als Jiddisch hat nicht kein Kiem in Amerika. Es werden dort gewesen Millionen Jiddisch-Radios. Hat man dort nicht gehalten von Jiddisch. Es ist nicht gewesen, dort ist nicht gewesen kein Platz für den jüdischen Nationalismus. Es ist gewesen ein Land von Assimilation, weit sein Verstand. Er hat auch verstanden, er ist ein größer Schischke in Vilna. Er hat nicht gewollt, während Asamin Kapeljuschmacher in Amerika. In Vilna hat er gehabt Prestige, er hat gehabt Geld, er hat gehabt eine schöne Tiere. Er ist gewesen ein Professor. Er hat verstanden, in Amerika wird er weiter nicht sein, die Sachen. So wird ihm sein, als Sach. Sie wird mit seinen Sachen gerieben bei ihm, fuhren in Amerika. Aber ich meine, der Rick ist, hat er verstanden, in Amerika, er hat nicht gehabt, keine größere Hoffnungen für die Zukunft von Jiddisch in Amerika. Ist der Fall, ist er geblieben in Vilna. Er hat aber gehabt, Optimismus für die Zukunft von Jiddisch unter die Sowjeten. Das ist schwer abzuschätzen. Er hat gehabt ein Stück Optimismus wegen dem, aber ich meine, er hat verstanden, als das wird nicht bleiben auf ewig. Er hat gehofft, als das System wird sich beiten, wer weiß, was wird werden von den Sowjeten, aber derweil kann er dort etwas schaffen.
Aber ich meine, so hat nicht gehabt keine Illusions, als die Sowjeten wurden dort toleriert, jüdische Schule, jüdische Presse, so weiter auf ewig. Weil man hat schon verstanden, was ist geworden von jüdischen Kulturinstitutionen in die anderen Teilen vom Rassenverband. Man darf gedenken, es Vilnius geworden, ein relativ neuer Teil vom Rassenverband. Das wird nicht geblieben dort, also. Ja, das ist gewesen nur zeitweilig, ist die Politik gewesen anders, ja, die neue Territorien. Ja, es gewesen ein zeitweiliger Kompromiss, richtig, ja. Lass mich reden ein bisschen wegen dem Autonomismus, was ist gewesen, also sozusagen der Kern von der Volkspartei. Die Idee von Autonomismus ist älter von Prilutsky, mit dem ist verbunden der Name von Shimon Dubnov. Ja, versteht. Ja, und hat schon mit Jahren früher geschaffen, noch in zarischen Russland geschaffen, eine volkistische Partei. Aber von dem ist gar nicht geworden in jenen Jahren. Aber wie viel ist Prilutsky gewesen beeinflusst von Dubnov, von der ersten autonomistischen Bewegung? Versteht sich gewesen stark beeinflusst von Dubnovs Gedanken, von seiner ganzen Schiete. Dubnovs Schiete gewinnt mehr intellektuelle Schiete. Prilutsky Schiete versteht sich, hat gehabt, als faktischen Sort, gewonnen, eine politische Partei, was hat gehabt, Wähler, was hat gehabt, Deputaten, hat schon im ersten polnischen Parlament. Aber er hat nicht gehalten von Dubnovs Beziehung zur Sprache. Dubnov hat gehalten von den jüdischen Reden in 3 Sprachen. Prilutsky hat nur gehalten von den jüdischen Reden in 1 Sprache, Jiddisch. Er ist nicht gewesen gegen die anderen Sprachen, aber er hat gemeint, dass der jüdische Nationalismus in der Zukunft darf man stützen nur 1 Sprache. Aber er hat versteht sich gehalten von die sozialistischen Gedanken von dem jüdischen Nationalismus, von dem großen Nationalismus, dem Autonomismus, als Juden sind Erfolg in Mitteleuropa, Juden dürfen sehr Deputanten in die verschiedenen Regierungen, in die verschiedenen Länder in Mitteleuropa, mit Recht auf kulturelle Autonomie in die Länder, aber die Juden sollen auch sein Bürger zu steuern und so weiter, dienen in der Armee in die dortigen Länder. Ist von dem aus hat ja gehalten. Er ist aber nicht gewesen, Maske mit den Bundisten, was auch gefordert haben in Autonomie für jeden. Ja, Prilutsky ist nicht gewesen kein Sozialist. Er ist kein nicht gewesen kein Sozialist. Sein Partei, er ist nicht gewesen der Haupttheoretiker. Schoel Stupnitsky ist gewesen der Haupttheoretiker von Parteien. Stupnitsky hat sehr cool geschrieben, als jeden sind ein Bourgeois Volk. Du siehst, durch die Jahre hinterher haben sie haben mit sich vorgestellt als eine Mittelschicht in der mitteleuropäischen Ökonomie. Sie wären proletarisiert, aber das darf man nicht mitgehen. Das ist nicht gedei. Er hat nicht gehalten von denen. Man hat gewollt stützen die jüdische Mittelschicht. Das alles gezielt wird auf verfestigen die jüdische ökonomische Position, aber auf einen anderen Öfen in der Beziehung zum Bund, das ist gewesen, versteht sich sozialistisch. Anders auch von den Territorialisten, die sind gewesen pessimistisch wegen dem Prozess von während am Mittelstand. Was wird bringen mit sich früher oder später Assimilation? Ja. Es ist gewinnen ganz ökonomisch in das Bescheid Land, ist es gewinnen andere Beziehungen. Also hat sich charakterisiert die Volkspartei. Man darf bleiben man darf bleiben ein Bourgeois-Volk. Ja, das ist ganz anders von dem Bund und ganz anders von den Zionisten und anders von den Territorialisten. Ist das dasselbe, was die und auch von den Frommen? Hat die Volkspartei gehabt noch ein Bescheid in der Volk in die Jahren zwischen die 2 Weltmilchungen in Polen? Ja, ich halte das. Ich habe geschrieben, wegen dem in meinem Buch wegen Prilutsky, die Kulturautonomie, es hat nicht gearbeitet.
die Regierungen von Mitteleuropa, und ich habe mehrfach geschrieben, wegen Polen, haben nicht gerofft. Es ist nicht gewesen, der Jüdischismus und der kulturelle Autonomie ist nicht gewesen genug. Sprache allein ist nicht gewesen genug, weil man hat nicht gekannt, geben der jüdische Bevölkerung in Polen die alle Sachen, was man hat sie gesucht, ökonomisch und kulturell. Die Regierung hat nicht gewollt, Jeden haben gewollt sich assimilieren, nicht weil man hat sich nicht so stark gewollt assimilieren, sondern man hat verstanden, als ökonomisch, praktisch gerät, ist besser zu werden ein Polisch Red, ja. Hat today zu gehen eine polnische Mittelschule, eine polnische Universität, zu kriegen eine bessere Arbeit. Es hat mir betraben in Gurus, hat mir betraben in Polen oder Amerika, darf man sich akkulturieren. Die öfter in Kanada wollte gewesen anders, als der Gedanke wegen der jüdischen Autonomie. Aber die Volkisten sind nicht gewesen in Kanada. Sie sind aber ja gewesen in Litauen. Ja. Wo es gewesen eine gewisse jüdische Autonomie, eine Zeit. Ja, die jüdische Autonomie hat gehabt größere Successe in Litauen. Dort hat man gestützt, eine gewisse Zeit in dieser Autonomie. Man hat früher unterminiert die jüdische Autonomie, weggenommen verschiedene Funktionen und Gelder, aber man hat gestützt die jüdische Schule bis zu 30 Jahren. Es sehen du Menschen, also wie der größte Forscher, größte Historiker Ezra Mendelssohn, das haben gehalten, als mit Kultur in Nummern, mit Schulen, kämen unhalten sehr Sachen wie Funktionen von kultureller Autonomie. Und hier in Ritter hat man gehabt einen größten Success mit den Schulen. Aber faktisch hat man dort auch abgeschaffen, die kulturelle Autonomie, schon in mitten 20er Jahren. Dort ist die ökonomische Situation an andere, weil die Litwakis haben gedacht, schaffen eine Bürgerklasse, eine Mittelschicht. Sof hat man gedacht, da reichstippen jeden zum Mittelschicht. In Polen hat sich das ungeheuben mit der Sachjuren früher. Das ist schon eben ein größer Kampf in Polen. Aber in der Ritte hat es gegeben eine kleinere Bevölkerung. Die Litwiner allein sind gewesen meistens Polen. Es hat genommen ein Stück Zeit, bis man hat entwickelt dort eine nicht-jüdische Mittelschicht. Aber man hat dort neu herausgestellt, die von der ökonomischen Position. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WUNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Als wir reden wegen Prilutskin, wollten wir gewollt hören, was andere haben gehabt zu sagen wegen ihm. Ist öfter kennt ihr uns lernen, das Lied von Alf Almi wegen... Ja, mit dem größten Vergnügen. Ja, das ist sein jüdisches Versteht sich als Sache schöner wie mein Jüdisch. Okay, neuer Prilutsky von Alf Almi. Von Smotsche, Stavke, Gieske, Schlischke, von die Städte London weit, es zieht sich Volk zu Schwentekjeschke, Skenen Weiber, junge Leid. Mit Päckelach und mit Heule Polis kommt das Volk zu Neuechen zu gehen. Krulutskis Haus ist voll mit Gottes, mit Kriegs- und Volksfrieden gewehen. Man nennt von jedem zu Parnosse, oi Ratewit, Herr Advokat. Nur da hat Neuer aber Kosche, so übers Wertel akkurat. Krulutski verschreibt Papieren, mit Spotten, Riede, retten Sart. Sein Feder eilt, nicht zu verlieren, a jüdisch Wertel, klugen Sart. Hört und forscht a jeder Mine, und sabt sich an mit jedem Sar. Und Helmol ist a Ried, a Tachine, sein einzige und herrste Frau. Die Menschen fragen, kommen sie Prilutzkien, ja, fragen, kommen sie Prilutzkien, wenn ihr gewinnen Advokaten, der Zeiten, dass
erste Welt noch jeden Tag kommen zu ihm. Sagt, dort muss nicht kein Geld. Sagt, sie helfen mit sehr verschiedenen Bakusches. Und hat alles rekordiert in die verschiedenen Strichen von seiner Dialekten. Hat gehabt, viele Singer, Bashevis hat geschrieben, wegen dem er gegangen oder sein Tat ist gegangen zu Pruzki und Pruzum hat gleich gewusst, wenn man zu kommt da geht. Es gibt so faszinierende Sachen. Was ist gewesen Prilitzkis Dialekt? Prilitzki hat versteht sich geredet, Ukrainer Jiddisch. Ist ausgewachsen in Berditsch, ist geboren geworden in Berditschew, noch ausgewachsen in Kremenitz. Aber Woliner Jiddisch hat geredet. Und hat gehalten, dass der Woliner Jiddisch soll sein der Jesod von der Kralhevure von Jiddisch, nicht der Litwische. Ich habe interviewiert sein Kurev, was es gewinnt in Kremenitz, in Jesur, und das ist gewinnt, versteht sich, sein Kurev, das ist gewinnt Cousin. Der Cousin ist weg von Europa mit der 60 Jahre früher. Und hat geredet, versteht sich Woliner Jiddisch. Ich bin oft, nicht hat der Mama ruschen, aber es werden dort, aber ich denke richtig sein gewinnt Strichen. Ich bin oft gestanden, hat vor dir so gehen, das Gedenk vergeht. Aber so wie man meint, Woliner Jiddisch. Ja, das Woliner Jiddisch ist doch gewinnt der Jiddisch von dem Theaterloschen. Ja, das ist mir hört in die Amerikaner und die europäischen Filmen, Asamin Jiddisch ist basiert auf Woliner Jiddisch, richtig. Meine Eltern sind von Tote Mama Jiddisch, und ich meine, als Tote Mama Jiddisch wird ignoriert. Das ist tatsächlich, ja. Ein Risiko, ich sehe nicht bei Birnbäumen, gesagt wegen dem Tote Mama Dialekt. Das ist tatsächlich, Sie sind gerecht. Mein Spruch hat geredet auf der Dialekt. Aber es ist schon gewesen ausgemischt mit der Galizianer Jiddisch, aber ich denke, das sind meine Kinderjahren. Und sind gerecht, als Birnbaum hat das im Ganzen nach wie vor Gedenken nicht behandelt. Man hat das in die Reste Jahren hat sich entwickelt das Interesse, hat der Mama Ruschen. Aber die jüdischen Linguisten haben das gehalten für ein nur ein kleines interessantes Phänomen, wo versteht sich, das hat gehabt sehr wenig Prestige. Ja, sie sind immer das gehalten für ein bisschen Aprosten Jiddisch. Ja. Nicht gewinnt in größer Stadt. Trotz Adesse, aber in Adesse ist ein anderer Meister. Aber ich habe bloß gewollt bemerken, als meine Eltern hatten sich ausgemenschelt und angeheben, reden Gicher Woliner Jiddisch. Ja. Ich bin noch zu sehen, aber an der Tote Mama Vokal. Ja, Tate, nicht Tate, richtig. Ich will schließen damit, was wir sind sehr zufrieden und sind einfach unser größer Covid zu reden mit euch und sich auszulernen, etwas wegen die zwei wichtige Persönlichkeiten und verstehen, als die Forschung von Jiddisch und von Jiddischism geht dann weiter. Ich wünsche mir euch, dass ihr sollt umgehen mit eurer Arbeit und wir wollen sein sehr neugierig zu lernen und hören, was ihr wird weiter forschen. Schönen Dank. Schönen Dank euch. Und jetzt der Annons von unserer Chaverim in Bronx, New York, nicht so weit von Boston. Ihr seid herzlich verbeten auf eine interessante Lektion. Der schlechte Rav und andere Skandalen in der jüdischen Presse. Das kommt vor in Sholom Aleichem Kulturcenter, 3301 Bainbridge Avenue, Bronx, New York. Und es wird präsentiert von Eddie Portnoy, Mechaber und Forscher beim JIVO. Sonntag, dem 10. Februar 2019, 1:30 nach Mittag. Mit einem Auftritt von Chasen Shmuel Weiss. Reingang ist $5. Mitglieder frei. Noch einmal, das kommt vor Sonntag, dem 10. Februar, 1:30 Nachmittag in Sholom Aleichem Kulturcenter, Sholom Aleichem Cultural Center, 3301 Bainbridge Avenue, Bronx. Für Informationen wendet sich zu der Facebook-Seite Sholom Aleichem Cultural Center oder klingt an beim Telefon 917-930-0295, 917-930-0295.
595. Ich will sehr bedanken Professors Kalman Weiser und Sholem Beinfeld für ein sehr interessanten Interview wegen Shloime Birnbaum und Noach Perlutsky. Jetzt erhört etliche Lieder in der Ausführung von Miriam Chaya Siegel. A Dank für den Herrn. Das hat zunächst Mea David. A gute Nacht. Die Mama kocht für Rennekes, und ich bin gar fleischig. Der sehe ich a schön Mädele, in Krieg ich zieh Cheshik. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Die Mama ist gegangen in Markerei noch Keulen, hat sie mir zurückgebracht ein Mädel von Keulen. Oh, ist du so Mädel, a schönes und a feins, mit die schwarze Egelach, oi Kätzele, die meins. Oh, ist du so Mädel, a schönes und a feins, mit die schwarze Egelach, oi Kätzele, die meins. Mama ist gegangen in Markerei noch ein Katschke, hat sie mir zurückgebracht ein Mädel, ein Satzke. Oh, ist du so Mädel, a schönes und a feins, mit dem weißen Zähndele, oi Kätzele, die meins. Oh, ist du so Mädel, a schönes und a feins, mit dem weißen Zähndele, oi Kätzele, die meins. Oi mit die weiße Zähndelig, oi mit die rote Bäckerlich, oi Kätzerle, die Die Kursen, die Wäule, jingern, sei Fällen, Finder, Hot auf Springen, Blender, Schäufer, Schelme, Schiach, Wetziglosen Herren, offen Nasele, Finder, Waden, wird mir Schiach, Kimmen, zerraten, Fällen, sei verschrecken, vermeure, bald, Zitiem und Wehren, in Saden, kaputtes Gesiedem, Streimel, trug da jeder, Luschen, trugen, Sternen, Tichel, Schabis, dicke Kleider, Volksdatschen, mir, in Wärts Gesiedem, gehen, die Zuna, jeder, jüdische Kleider, in dir wird Dossen Schein, und der Mord wird dir, solche Saar wie mir, noch es sind an meinem Rabundai, und mein Schirchen gegen sie gein.
noch hören. Das ganze Jahr wird Jonte fern. Wir werden nicht dürfen sagen, Kassäucher. Nicht Kabal mehr luche. Wann wird fin die Tachen rinnen? Der Leviusen wird kommen zu schwimmen. Der Schorabur wird zum Nomein. Sie den Scheuchets Bruche. Alle Beiner wollen sein Feelings. Mischkies alle Zweigen. Sei von Spielen, wir wollen singen, aber die Kursen werden schweigen. Volks tatschen mir, in Herz gesieden gier. Die Zuna jeder jüdische Kleider in dir wird Dossenschein. In der Mut wird dir, solche sah wie mir. Mich gesieden tal mir im Rabunem, da Jungen mit Schirchen kicken sich ein. Mir im Rabun deinem werden wir tanzen gehen. Einer hat ein Stickel Kiegel, der andere Stickel Beilig, der dritte ein Fliegel, der vierte ein Kiegel. Die Rebetens hinterheilig, Volks tatschen mir, in Wert gesieden gier. Die Zuna jeder jüdische Kleider wird der aussehen wie allein. Vetterinnen find die Selles op de Rebetsen alleen dan wachsen treljes. In ihr heilige kuschere Sieden, dan hoden wusse lijken. Meer van pikken vinden we rikken, meer van niet of heren. Die apikorsen van stenen kieken, in ze picket werden. Volks tatschen mir, in Werts gesieden gier. Die Zuna jeder jüdische Kleider wird er aussehen wie a Riech.
schon kennen, wie nach Hassene schmissen. Oi, helft mir schon, Gott und Jung, so's der Reus fin Kaisers Hand. In mir sollen schon kennen, wie nach Hassene schmissen. Fuhren tief in mir weg. Gesehen, als ach steht auf der Welt. Ich bin schon gefahren über Jahren. Aber tief im Herz bei mir bängt sich noch dem steht alle, wo's hat 1000 Tamen. Nicht Paris und nicht Buenos Aires, nicht Tel Aviv und a viel nicht Hades. Nur du sehn in einzig Ort, oi, was zieht sich dort? Nicht nur me schluf nicht, nur me plappelt auf Jiddisch, a ganzen Messlös. New York, New York, die Stadt, du die eine. New York, New York, als Stadt wie gar nicht Welt. Oi, wie kann ich vergessen deine goldene Augen? Oi, New York, New York, bist ein auf der Welt. New York, New York, bist ein auf der Welt. Brighton Beach bis Bainbridge Schiffke, auf deine heimische Gassen, hält mir noch dort der Geschmack jedes Wort, zwischen die riesigen Massen, befiehrt noch die heiße Wekirchen, zwischen die Fremden Freie, und sie geht noch a brennen, rutsch nicht wie gewähn, beut man auf jedes Feld eine Neue. New York, New York, die Stadt, du die eine. New York, New York, Stadt wie gute Welt, oi, wie kann ich vergessen deine goldene Augen? Oi, New York, New York, bist ein auf der Welt. New York, New York, bist ein auf der Welt. Schmiere Matzes, gibt es interessiert im 1000-jährigen. Grüne Immigranten, Subway tanzen, Menschen monarchier. Stohlene Poiken, Beinhäuschen, Kapsulen mit Gewehr im Kopf auf Kopf. A gerangele Winde, meine teile Kinder, eine Schell sich gut nicht ab. Jo, boy, 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 boy. No, ihr Fett, efsche fragen, wo's teug ist. Die Biskur, Schiege, wie ich leben. Wo sollst du sich mitschen? Sie kriegen sich und quetschen, zu jedischistische Zwecken noch streben. Ich weiß, dass du's Leben du ist nicht bring, aber Kohlsemann, ich hab mein Mäuel noch hat sing. Ich will sich und hinakkoich, ich sing, mein Teire, mein Süße, mein Schöne, meine New York, die Stadt, du die eine. New York, New York, a Stadt wie gute Welt. Oi, wie kann ich vergessen deine goldene Augen? Oi, New York, New York, bist ein auf der Welt. New York, New York, die Stadt, du die eine. New York, New York, a Stadt wie gute Welt. Man darf nur haben Geld.
Ich bin gefahren, sich ein Glück, und ich seh euch wie ein Narr. Ich wollt gefahren schon zurück, es ist größer noch der Zar. Du kenne nicht, du kenne ich alle, du hab ich doch, man schöne Kalle. Bessarabie ist mehr nicht frei, und wir holen schwebt vorbei. Und wir singt der Rumäner, Bagleso van der Reiner. Singt sich, und trinkt sich oder so. Wie lebt man geht in Bahn in Bessarabie, in wie trinkt man ein Gläsel Wein in Bessarabie. Lebst und Sorgen, lebt und Palme, 40 geht und 40 Fahrer, Fahrgenieten ist zusammen in Bessarabie. Wie kriegt man a gittigen Steakole, in wie esst man a frischigen Fleekole. Oh, Mama liege mit Prinz auf Frische, in Wanne kriegele, sauren Süße. Ah, Kastrovetkele auf Frische an Neue, in a Koteletkele mit Knobel am Chaie. Man trinkt das auch Wein, man fühlt sich ganz fein.